Grüßt euch, der Fido ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Euler Zockt. Heute machen wir weiter in Hogwarts Legacy und zwar beginnen wir damit, dass wir zurückkehren zu Professor Fick. So. Oh, Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. na, auf. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Irgendwann einmal. Revelio. Ah, da sind Sie ja. Ja, ich bin schon da gesessen, als du gekommen bist, scheinbar. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde Das und... muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor, Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Sprich mit Sebastian. Um in die verbotene Abteilung zu gelangen, muss ich Sebastian Sallow davon überzeugen, mir zu helfen. Er ist nie weit vom Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich sollte ihn dort suchen. Ja, der haben wir das heute. Du müsstest eigentlich los, Fick. In 5 Minuten müssen wir beim Chief sein. So. Da ist noch eine Truhe. Wo ist da eine Truhe? Revelio. Wo ist da eine Truhe? Ich stehe genau da. Ich sehe nicht. Hm. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Da ist er ja. Revelio. Ja, eine Seite. Achso. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe.
Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Danke, Sebastian. Bis später dann. Gut. So, dann schauen wir mal, was wir so deren. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Oh. Oh, hat uns das Ding fast eingeholt gehabt. Weil er mir gestellt hat. Nutze Desillusionierung, um in verbotene Bereiche nicht entdeckt zu werden. So. Einstellen bei T. Dann machen wir Desillusionieren. Okay. Ein Scheißwort. Ist einfach nicht ein Eins. Unsichtbarmacher und zack. Still wie ein Grab. Okay. Immer. So, wo gehst du hin? Kann ich die ablenken? Wie findest du das, wenn ich da hinschieß? Ah, das findest du gut. Nahgegner spüren, wenn du bla 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 Verhalten, wenn du Autoritätsversagen gefangen wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht versagen. Sehr schön. Das kann ich mir nicht hingehen lassen. Ah. So, er geht gerade da um. Das finde ich total gut. Der schaut uns nicht an. Und das schaffen wir. Yay. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Bin doch schon weg. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Ja. Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Ja, klar. Okay. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Na. Guck mal, da war gerade ein Dobby. Revelio. Wo geht's hier jetzt hin? Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Aha. Ja, das hat er scheinbar nicht schlecht. So, dann noch was? Nehmen wir mit. Professor Black, das die Zauber, bla bla, okay. Können wir nur mal lesen, wenn wir nicht gerade in der Gefahrenzone sind. Ja, ein mega Powertrank. So. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. So, jetzt mag ich aber schnell nur lesen, was wir da unten haben. Und zwar hier, da, F ansehen. Professor Black, dürfte ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen. Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen
Und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Peace im Vergleich zu solchen Posten als zahm bezeichnen. Okay. Da ist der Schlüssel drin, genau. So. Weiter geht's. Revelio. Ruhe. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay, dann halt nicht. Ich möchte bloß mitkriegen, ob wir wieder irgendein nettes Gadget sehen können. Revelio. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus verleiht dir präzises Anvisieren und enthüllt zusätzliche Ziele für den Zauber. Gut. Haben wir ja eh schon mal gemacht Geist, vorhin. sei vorsichtig. So. Gehst du jetzt da um? Dann kann ich da durchgehen. Sehr schön. Okay. Wo müssen wir hier? Wir müssen da gerade erst durch, oder? Dann gehen wir doch einfach. Die Luft ist jetzt... Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Müssen wir nicht mehr. Gut, dann schleichen wir nicht mehr. Revelio. Oh, Text bewegt sich ja. Gut, dann gehen wir. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Verzauberte Bücher. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihrer Leser zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Okay. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zu St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Da ist doch schon wieder ein Geist. Dachte, wir haben es hier hinter uns mit Geistern und Co. Jetzt kommen wir übrigens ganz kurz zu den Truhen mit dem Auge. Nach diesem gelernten Zauber können wir dann nämlich hier schleichen und dann die Truhe aufmachen. Und da gibt es meistens 500 Gold drin. Und das ist gut, wenn wir schon mal festgestellt haben. Da ist doch noch ein Geist. Ich will den haben. Geht nicht. Kommen wir auch erst noch hin. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Das Hook schippert. Revelio. Da habe ich eine Idee. Wir machen das jetzt mal schnell so. Reparo. Okay, geht nicht. Wen haben wir hier? Ich stelle vor, Thieves. Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag Das es. verrate ich. Das verrate ich. Das verrate ich.
Verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Ein Wirbel lila, okay. Repar. Da war ein ganz schön dicker Kerl drin. Nun gut. Revelio. Da ist noch ein Truhe. Da sind tolle Klamotten drin. Da müssen wir gleich nachschauen. So. Steigert uns ein bisschen nach oben. Das ist okay. Und da haben wir gerade auch was gekriegt. Und so das steigert uns gewaltig nach oben. Aber wir bleiben natürlich bei unserem. Die Klamotten drunter finde ich ganz nett. Ja. So. Achso, ja, genau. Der Zauberstab-Griff. Fokus, Fokus, lila geschwungen. Sehr schön. So. Revelio. Da war es soweit. Gehen wir weiter. Gleich nochmal Repelien. Na, ist noch nichts. Ich komme gar nicht mit der Maus schnell nur hinterher, so schnell ist, so eng ist die Torpedo. Okay, was haben wir da? Natürlich. Spuren alter Magie. Natürlich! Absolut Dieser Raum logisch. muss doch etwas verbergen. Ja, eine Truhe als erstes einmal. Einen neuen Schal haben wir. Sehr schön. Das war es. Ah. Okay. Revelio. Sonst sehe ich da nix. Aber wenn wir jetzt, bevor wir da jetzt in große Action kommen, vielleicht nur einen Schal anlegen. Ja, dann so aus. Ah gut, laufen wir so umeinander. Und dann da rein einfach. Okay. Jawohl. Da gingen aber schön Lichter oben im Ohr gehen. Hallo, wer bist du? Ich bin mir nicht sicher, ob du hier sein solltest. Hey, du. Du. Okay, dann nicht. Revelio. Da ist eine Truhe. Und ein neuer Hut. Jawohl. Vielleicht schaut der nicht ganz so Banane aus wie der, den wir tragen. Okay, wir schauen trotzdem Banane aus. Egal. Wo führt sie wohl hin? Das Äthenum. Hm. Revelio. Da ist nichts. Außer das. Mal so. Ja, sind schon wieder Gegner. Okay. Revelio. Sonst ist da aber gar nichts, gell? So, haben wir einen wir haben nur einen wirklichen Angriffszauber, fällt mir gerade auf. Okay. Accio. Levioso. Incendio. Das war ja klar. Das sind wir. Ach komm, ich bin noch rechtzeitig weggekommen. Akku, zack! Wo ist denn du? Protego. Stufo. Levioso. Incendio. Accio.
Akku, zack. Und nur einer. Ah! Ihr mich auch. Deine Beherrschung der alten Magien nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magieverstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Wenn du mindestens eine Leiste der alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X, wenn du die Aufforderung über dem Kopf deines Gegners siehst. Okay. Revelio. So, da ist aber wirklich nichts herin. Ich denke mir, ich hätte eigentlich schon irgendwas verdient jetzt dafür. So. Levioso. Ja, easy. Revelio. Wie komme ich jetzt da um? Ich mag darüber. Kann ich das herzaubern? Accio. Nein. Revelio. Ich hätte gern diese Truhe geöffnet. Revelio. Die finde ich irgendwie cool. Irgendwie muss man diese Truhe doch aufmachen können, oder? Vielleicht, wenn ich von hier darüber schieße, hilft das dann? Ne, machst da bloß da. Wie kämen wir da um hier zu der Truhe? Revelio. Nicht. Außer viel nichts ist da gar nichts. Ihr könnt doch nicht da drüben eine Truhe hinstellen und dann feststellen, dass man dann in die kommt. Da ist ein Weg, da ist eine. Ach, guck an. Ah! Eine Feenmütze. Wir werden die blöde Mütze wieder los. Jawohl. Okay, wir haben immer noch eine blöde Mütze auf. So. Hier scheint es weiterzugehen. Aber wohin? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Revelio. Oder noch irgendwas versteckt? Na. Gut. Da drüben ist eine Truhe, ich sehe es. Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Revelio. Ruhe!
Ruhe! Die Mütze ist nicht so toll. Oh Gott, da geht's rund. Da sind gut dabei. So, schauen wir mal. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Protego. Levioso. Okay. Ich verpasse gerade immer meinen Einsatz. Ne? Ihr seid chancenlos. Ich bin der Duellkönig bisher. Revelio. Oder so. Ah ja, okay. Es ist also doch ein Buch. Es ist also, ja, in einer Bibliothek macht es Sinn, dass es ein Buch ist. Würde ich jetzt mal grob behaupten. Echt jetzt und Buch weg? Naja, stark. Haben's schon schick gemacht, ja. Ja, wer bist denn du? Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganach, willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganach, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich
Bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganach. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Du hättest schon Ja sagen können. Sebastian. In der verbotenen Abteilung. Schon wieder. Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns. Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Ja, verraten hat er uns nicht. Dann müssen wir da wahrscheinlich wieder raus. Wir stehen da einfach mal mittendrin rum. So. Revelio. Da oben fliegt noch was. Accio. Erwischt! Revelio. Ah ne, da kann ich raus. Einfach keiner mehr da. Okay. Jetzt ist die Frage, dürfen wir eigentlich durchs Schloss rennen? Wir rennen jetzt einfach mal. Schauen wir mal, ob uns auch nicht erwischt. Gut. So geht's weiter. Schön. Revelio. Okay. Ist wohl unter uns. Anfangen. So, bring das Buch zu Professor Fig. Jetzt, der mal jetzt war. Ein bisschen Nacht übersprungen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Revelio. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was... Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten.
Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh. Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch 2 Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godric's Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und 3 andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im 5. Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von ihnen lernen können. Aber natürlich. So. Dann nochmal. Schauen wir mal, was wir jetzt an Aufträgen haben. Noch gar keine. Naja, nicht viel. Wir haben noch ein paar Sachen gefunden, aber ich glaube, die waren alle schlechter wie das, was wir haben, ne? Ja. Gut. Da sind wir weitergekommen. Wir haben jetzt diesen wunderschönen Mantel hier. Naja. So. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Okay. Also wir haben ein paar Aufträge bekommen. So, wir haben Kombinationsübungen, wir haben eine weitere Runde gekreuzte Stäbe, wir haben Aufgaben für Professor Hackett und wir haben die erste Stunde Kräuterkunde. Dann machen wir jetzt Kräuterkunde. So leicht ist das. Die Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Das können wir ja dann immer nur machen. Nati hat dir Eulenpost geschickt. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber wir wollen jetzt einfach nicht... Dies ist die Weltkarte. Der größte Teil der Karte ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Wow, was für eine Erkenntnis. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Dies ist das Dorf Lower Hogsfield. Dörfer eröffnen neue Händler, Flohflammen, Nebenaufträge und Sammlerstücke. Gut. Habe ich verstanden. Wir haben aber jetzt Kräuterkunde. Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt, wodurch neue Möglichkeiten wie Dörfer, Kerker, Banditenlager und viele andere Orte enthüllt werden. Ich habe jetzt trotzdem Kräuterkunde. Fix Latten.
So geht's weiter. Was übersehe ich? Revelio. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Das ist so cool. Schaut euch diesen wunderschönen Bereich an. Ist doch toll. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, konnte man aber diesen Baum auch irgendwie... Ja, da hinten war was. Gewächshausbaum. Das Wurzelgeflecht dieses im Zentrum des Gewächshauses stehenden Baums ist so weitreichend und verschlungen wie die Kerker der Schule. Sehr schön. Da drüben haben wir ein Floh, Flammen, Hubsteil. Da sind Pflanzen, Diptamblätter. Und da kann man den Mai anfangen. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Hallo! Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Accio. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Nun, alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen sie kräftig. Es ist halt sogar so, dass wenn wir uns die Ohren jetzt verstopft haben, dass sie den Sound geändert haben. Wie geil ist denn das eigentlich? So, Alraune herausziehen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Schön. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Reparo! Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, Ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben Sie alle toll gemacht. Okay. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Sprich mit Professor Garlick. Dann sprechen wir mit Professor Garlick. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen.
Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen sie trotzdem. Okay. Mal sehen, wie kann ich mein Flockenblumenarrangement abrunden? Laune des Nifflers oder Rosen? Mit daher. Die Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Wer ist Professor Sharp? So, wir haben Diptam, kleine Pflanze, Wachstumszeit 10 Minuten. Ab jetzt, Ertrag 5 Bladel. So, können wir mit leben. Ist natürlich auch sehr schön, wie das jetzt wirklich 10 Minuten dauert. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. So. Wo ist denn der Kollege Pruitt? Da oben. Ein Hallo. Gryffindor. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Gut. So. Da die Treppen auf. Gut, gehen wir vor. Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja, danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Rebellion. Wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff, typisch Slytherin. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Hat der uns gerade einen Slytherin genannt? Lenkblaumen. Diese orangefarben rettichartige Frucht hängt kopfüber schwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Rebellion. So. Los, hol ein paar Kohlköpfe. Kryptonblätter, Aber Blätter pass des auf deine Finger Maigengauts. auf. Hab mal fast den Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Wir nehmen da jetzt einfach erst einmal alles mit. So schaut's aus. Schnarchzapfen. So. Halte Tab gedrückt und tippe auf Maus. Hä? Tab gedrückt halten. Maus. Hat nicht funktioniert. Wir gingen dann über. Und jetzt schmeißen wir so ein Ding, und zwar mit Tab. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Fiese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht auch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja,
Wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lasst dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Du bist mir unsympathisch. Revelio. Nix mehr da, haben wir schon alles eingesammelt, Jay. Lass dir Zeit, hat er gesagt. Ja, Duschen nachzapfen. Geh zu! So. Nützlichen Erinnerung daran, warum wir Kehre zu immer Professor unsere Garlic Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Klopp. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn Sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich Ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Ist klar? So. Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Zuhause. Level 9. Das dauert noch 4 Minuten 35. Okay. Das gilt für Pflanzen wie für Freundschaft. Auftragsprotokoll öffnen. Das Mädchen ist Ouagadou und Unterrichtsstunde Zaubertränke. Ich bin für Zaubertränke. Und zwar in der nächsten Folge. Damit ich es das mal nicht ganz so lang treibe und die nicht immer länger werden. Machen wir das nächste Mal weiter bei unserer ersten Schulstunde Zaubertränke. Da fangen wir an. Vielleicht machen wir auch beide. Machen wir vielleicht Zaubertränke und Ouagadou. Schauen wir heute mal, wie lange das Zaubertränke dauert. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst mir gerne einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke. Mir da jetzt auf alle Fälle gefreien. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, bleibt's gesund, werd's gesund und genießt euer Leben, weil es habt so ans Pfiat euch und Baba. Der Feido.